Grüß euch zum letzten Infovideo von der Sandbox in the Long Dark für den Zweitkanal. Wer Interesse hat, ab Juni beginnend, Link dazu ist in der Beschreibung. Im Hintergrund siehst du Aufnahmen, die von Oktober 25 bis ungefähr Januar 26 entstanden sind. Ich habe mir das jetzt lange überlegt. Von diesen zig Stunden werden folgende Sandboxen entfernt. Ich nenne sie Aufnahmen 6, 6.1, 7.1 und 8 fallen weg. Aufnahme 7 wird gezeigt. Sie ist lange genug und endet, Spoiler vorweg, ich habe aufgegeben. Rätselsee, Gebirgsstadt, Rätselsee und Bleak Inlet. Der ganze Bleak Inlet Ausflug dauerte in etwa 185 Minuten. Du bist im Interloper Light unterwegs. Überlege mal, Ahorn- und Birkenschösslinge zu sammeln, 2 Därme aus zum Beispiel einem rumliegenden Rehkadaver trocknen, das Fell natürlich trocknen, kann man immer gebrauchen. Kadaver verschwinden nach kurzer Zeit, wenn man sie einmal angeklickt hat. Dann mit Hammer reichlich Kohlen, dem getrockneten Material Schösslinge, Därme, einen Schwung Metallschrott und einer Menge an Krähenfedern zur Spensheimat wackeln und dort Pfeilspitzen schmieden. An der dortigen Werkbank kannst du dann aus den Birkenschösslingen Pfeilschäfte und mit Pfeilspitzen und Federn dann den Pfeil basteln. Aus einem Ahornschössling und 2 Därmen dann den Bogen bauen und voilà, du hast eine leichte und sehr effektive Waffe. Wenn du eine blaue oder noch besser rote Werkzeugkiste hast, nimm die auch zur Spensheimat mit. Damit geht das Pfeilebasteln signifikant schneller. Natürlich kannst du zum Schmieden und Pfeilebasteln auch in den Ort der Trostlosigkeit, Schmiede in der Rieken, Werkbank in der Hibernia oder in die beschädigte Bahnstrecke, Schmiede und Werkbank im Wartungsschuppen oder, wenn du gar viel Lust hast, auch zum Flughafen, Schmiede und Werkbank im Haupthangar in den entfernten Gebieten reisen. Erwartungsmanagement ist das Ein und Alles in dem Spiel. Viele der im Kommentar beschriebenen Dinge habe ich in 2 Sandboxen, in den 2 aktuellen Sandboxen versucht umzusetzen. Die Bleak Inlet Geschichte entstand von 11.11.25 bis 19.11.25, wie ihr auch am Bild, das ich gerade einblende, erkennen könnt. Meine bis dato erfolgreichste Sandbox stand aktuell 26.02.2026, 78 Tage überlebt. Reise an die Küstenstraße, Wolfspelzmantel, Kaninchenpelzmütze, Elchhautbeutel und ja, auch der Bogen werden vorkommen. Und diese wird dann gleich nach der Bleak Inlet Geschichte auf dem Zweitkanal erscheinen. Diese begann am 7.12.25 und ist aktuell mit Tag 78 am 12.02.2026 aufgenommen worden und ist derzeit im idyllischen Tal ansässig. Die zweite Sandbox behandelt folgende Ziele: Stumpflusstal und trostloses Marschland. Eben wie du, Tobi, es im Kommentar geschrieben hast, wegen der Schmiede und der Pfeilspitzenschmieden. Steht allesamt mittlerweile auf meiner To-Do-Liste. Hab bitte Nachsehen, wenn es etwas dauert bei mir. Aus einem Chaoten kann man keinen Monk machen. Den Puma nehme ich nicht mit ins Spiel, der verunsichert mich. Und das Finale von Staffel 5 ist so sehenswert wie eine Rosamunde Pilcher Film Liebeserklärung. Getreu dem Motto, ernsthaft? Ich nehme eure Kommentare wahr und lese sie auch gerne. Nur gehe ich später nicht drauf ein, weil ich mir denke, ihr sollt einfach am Bildmaterial sehen, der Kleine lernt dazu. So in etwa ist die Beschreibung am besten. Bitte bedenkt einen weiteren kleinen Aspekt. Bleak Inlet und das Draufgehen im trostlosen Marschland hat eine kleine Nebenwirkung hervorgebracht. Ich spiele mittlerweile weitaus defensiver und überlege mir sehr genau, wie ich wann und wohin gehe und was ich wann mache. Wir werden das Ganze so machen.
du hast richtig gesehen. Ich habe mich nochmal durch den Elend-Modus gequält. Mal ein Ausflug zu einer Domina im passenden Etablissement kann ja nicht schaden. Am Ende des Videos ein kleiner Ausschnitt aus etwas, was auch kommen wird. Ein ganz wichtiger Punkt aus Tobis Kommentar: Karten wie Ort der Trostlosigkeit und beschädigte Bahnstrecke. Sorry, aber das traue ich mir noch nicht zu. Wie du nun gesehen hast, arbeite ich nicht mehr mit Mods, sondern mit Karten aus dem Internet, Steam und so weiter. Rätselsee, Gebirgsstadt, Küstenstraße, idyllisches Tal und langsam annähernd trostloses Marschland sind für mich schon genug. Mehr Karten und ich wäre überfordert mit dem, und das Mod-Chaos tue ich mir nicht mehr an. Da lerne ich es lieber mit den ganzen Karten. Das war auch der Grund, warum ich die Sandbox auf den Zweitkanal gegeben habe. Dort habe ich keinen Stress, kann in Ruhe die Sandbox lernen und mich auch nur mit dieser befassen, da ich ja den Kanal nur auf der Long Dark und Sandbox ausgelegt habe. Und ihr könnt meine kleinen Fortschritte beobachten. Das große Ziel sind noch immer die entfernten Gebiete. Kommen wir nun zum Abschlussthema des Videos. In der Videobeschreibung findet ihr den Kanal von Bashrope und auch das Video, worauf ich mich nun mit einem kleinen Ausschnitt beziehen werde. Bis gleich. Now, tips on how to actually fight them head on. Probably the single most important thing about fighting Timberwolves, and the most important thing you should take from this video, is to be able to recognize which wolf is going to attack next. Even though you are technically fighting a whole pack, only a single Timberwolf will attack you at a time, and it is possible, and pretty easily so, to tell which one. The Timberwolf that's about to attack will always bark in a distinct way, then charge a second later and try to bite you. At that point, you'll either kill it or scare it, or you get bitten. Listen to this bark. This specific wolf is about to attack. All other wolves are not a threat to you at this point. Focus on that singular wolf that barked and nothing else. Timberwölfe werden in der Bleak-Inlet-Geschichte eine Rolle spielen. Zwei Auseinandersetzungen werdet ihr sehen, eine kleine und eine etwas größere. Wer den Kanal schon länger verfolgt, weiß, dass ich solche Videos wie dies von Bashrope eigentlich zu 95% meiden will und mir eigentlich alles selber beibringen will. Woher soll ich als Neuling wissen, auf was man bei Timberwölfen achten sollte? Das macht dann aber auch irgendwie den Reiz aus mit der Sandbox. Kann frustrierend werden. Auch wenn meiner eins immer wieder länger braucht, bis er was versteht oder umsetzt, kann schon eine Zeit vergehen. Habt also Geduld mit mir und im Laufe der Zeit werdet ihr auch Fortschritte in puncto Sandbox sehen. Auch wenn's länger dauert. Und ja, Bleak Inlet hat meine Spielweise defensiver werden lassen. Dann gehe ich halt mal normalen Wölfen aus dem Weg, meide Aurora-Nächte draußen, mache einen riesigen Bogen um Bären und so weiter und so weiter. Habe ja Zeit und als chronischer Einzelgänger nutze ich die Zeit auch. Zum Abschluss des Ganzen. Die Playlist der ersten Sandbox bleibt am Hauptkanal. Sie markiert den Beginn des Lernens des Überlebensmodus des Spiels, wird aber in den Videos am Zweitkanal verlinkt sein. Fairer Deal, glaube ich. Die Reise in die gefährten Gebiete geht dann ab Juni am Zweitkanal weiter und somit auch der Lernprozess. Wann genau? Ende Mai im Community-Tab auf dem Hauptkanal.
Liebe Grüße und ich hoffe, ihr hattet nun ein klein wenig Vergnügen an dem Video und ich hoffe, ich konnte vieles erklären oder vieles klären. Bis dann. Und somit grüße ich zurück zu The Long Dark. Heute sind wir in einer Herausforderung. Überlebe 30 Tage beziehungsweise Horte Essen, alles in der Conset, was man braucht zum Überleben. Du hast 30 Tage Zeit, bevor ein Schneesturm kommt. Der dürfte aber laut Spielbeschreibung relativ heftig sein. Kurzer Blick. Jetzt schaue ich nur gerade, wo kann... Hier. Orte das Essen, das Wasser und die Vorräte aus deinem Tagebuch. Lagere alles in der Konzertgarage an der Küstenstraße der Startposition. Schauen wir mal ins Tagebuch. Wo ist denn das überhaupt? Keine Ahnung. Wurscht. Gut, ja, wir haben jetzt nur das kleine Problem, dass wir nichts sehen. Kühlschrank ist nix. Okay. Wow. Hast gesehen, wie schnell das geht? Zurück. Der hat nicht einmal was zu essen dabei. Du kleine geile Gurke. Ich werd verrückt. Ja, das kann ja heiter werden. Lea. Können wir irgendwas herstellen? Ja, super. Einen Bärenvorleger könnten wir uns basteln. Hihi. Jetzt verbrennt sie sich gleich wieder ihre süßen kleinen Finger. Müsst sehen. Ja, genau. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Brauchen wir. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Ja, das ist jetzt eine gute Frage.